Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir sind da wieder bei unserem Monocle stehen geblieben, weil wir unsere Seele verloren haben. Und zwar auf der Erkundungstour von dem komischen Gewölbe, sage ich mal. Es fehlt wie immer noch Karten, also ich kann das Gebiet eigentlich nicht mal benennen. Aber das Ziel ist jetzt, dass wir sicher mal unsere Seele zurückgewinnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt 2 Tage lang nicht mehr gespielt. Ich hatte ein bisschen körperliche Probleme und habe einfach in dieser Zeit mich ein bisschen schonen und ausruhen. Und daher sind eigentlich auch keine Let's Plays auf meinem Kanal erschienen. Aber ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht so ganz böse und jetzt machen wir einfach normal weiter, wie dort, wo wir stehen geblieben sind. Und ich hoffe ehrlich gesagt einfach, dass ich die Seele wieder finde, weil ich habe keine Ahnung, wo die geblieben sein. Ich habe... Ja, in meinem kleinen Hirn sagt mir schon irgendetwas plus minus wo durch. Aber ich würde sagen, wir müssen uns das Ganze einfach mal anschauen und dann finden wir das recht schnell wieder raus. So, dann sind wir da ja wieder voll auf dem Weg zum Massakrieren von diesen Insekten. Und dann hoffe ich, dass wir das mal weiterkommen und nicht schon wieder sterben. Gut, jetzt müssen wir sowieso aufpassen, dass ich... Oh, fuck. Das ist dumm gewesen. Jetzt muss ich nämlich ziemlich aufpassen, weil, wie gesagt, ohne Seele könnten wir alles verlieren und das ist ja nicht das Ziel der Sache. So. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, würden wir da draufgehen. Ich hoffe mal, es kommt gut, das kommt gut. Genau, wo sind wir jetzt da? Jetzt sind wir bei dem Lemmmeister, hä? Ich behaupte mal, wir sind da weiter aufwärts gegangen. Lassen wir mal den Lift hier runter, weil da geht es ja nicht weiter. Ich weiss, wir haben das Ziel gesetzt, irgendwie können rechts durchgehen. Und darum versuche ich jetzt eigentlich genau das gleiche nochmal und hoffe, dass ich so auf meine Seele treffe. Ja, ich mag mich aber erinnern, dass wir da waren. Okay. Es könnte noch gut kommen, Jetzt sind wir da wieder auf dem Weg aufwärts. Was ist da? Oh, das ist der verstärkte Weg. Ich glaube, ich weiss wieder, wo wir etwa sind. Das ist natürlich ziemlich nice. Das müssen wir auch schauen. Ich mag mich noch erinnern, dass wir gegen Insekten gekämpft haben, an einem bestimmten Ort. Und es sind mehrere erschienen und dort bin ich auch dann gestorben. Jetzt muss ich einfach mal aufpassen, dass das nicht gerade nochmal passiert. Und besonders nicht ohne unsere Seele. Nice, das haben wir gut anbekommen. Da oben hat es gar nichts, müssen wir dem noch weiter rauf. Okay. Ich denke, das könnte gut kommen. Was ist denn da hin? Sind wir da durchgegangen oder sind wir... Nein, ich glaube, wir sind auf dieser Seite durchgegangen. Dort ist sie. Oh Mann, aber ich glaube, da geht die Tür runter. Nice, es hat funktioniert. Dass wir wenigstens unsere Seele gerade bei uns haben und jetzt hier reinlaufen. Genau, und jetzt geht der Kampf ja los. Oh, der kommt hier umeinander. Oh Mann. Gut, wir haben den erledigt. Aber das hilft uns gerade momentan auch nicht weiter. Oh! Komm jetzt! Schaffen wir! Falsche Seite! Man merkt richtig, dass ich seit 2 Tagen nicht mehr gespielt habe. Nice. Ich versuche mal mein Leben aufzufüllen. Ah, das ist es schon gewesen. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Oh je, Maria. Da zeigt uns gerade ein Schildchen Richtung Bänkchen. Da bin ich natürlich auch ziemlich froh drum. Dann schauen wir uns ab, ob sich wirklich auch ein Bänkchen befindet. Und mehrere Papiere und einen summenden Herr, den wir natürlich von der Stimme her eigentlich schon kennen. Betrachten! Ein Automat mit dem Symbol einer Bank. Geo einwerfen, 150. Machen wir doch liebend gerne. Kommt dann nämlich das Bänkchen führen kommen. Hallo? Es wird ziemlich nice aufgestellt. Ich würde sagen, ruhen wir uns ganz kurz einmal auf. Jetzt bin ich gerade am schauen. Nein, lassen wir das mal drinnen, wo wir bis jetzt haben. So, zuhören! Ist das nicht eine gelungene Abwechslung zu den sich wiedernden natürlichen Höhlen? Auch wenn der Regen dem Ganzen etwas Trauriges verleiht. Die Architektur ist einfach nur prächtig. Einen so einzigartigen Ort zu kartieren ist eine echte Herausforderung. Ich habe sie gerne angenommen. Möchtest du vielleicht eine Kopie von meiner bisherigen Arbeit erwerben? Karte dieses Gebiets kaufen, liebend gern. Oh mein Gott, Stadt der Tränen heisst das, wo wir uns befinden. Und jetzt haben wir auch eine viel bessere Übersicht, was da so vor sich geht. Jetzt bin ich aber ziemlich unsicher, nebendran haben wir ja noch nichts erkunden gehabt. Danke vielmals, mein lieber Kartenmacher. Jetzt weiss ich endlich, wo wir sind. Nein, mit dir wollte ich gar nicht reden. Mit dir wollte ich doch gar nicht reden. Am Schluss mache ich wieder etwas und du verkaufst es als deine Geschichte. Hey, pass auf, wohin du gehst. Du nasser Vagabund. Ich will nicht von dir nass gemacht werden. Es ist so schwer genug trocken zu bleiben. Ich
Ich bin Zotter der Mächtige, ein Ritter vor großem Ruhm. Wenn ich beschließe, trocken zu bleiben, dann wird ich auch genau das geschehen. Verflucht seid diese elende Stadt, ständig fallen Wasser und Monster von oben herab. Wundert mich nicht, dass dieses verdammtes Königreich in den Ruin gestürzt ist. Ist das alles, was du zu sagen hast? Der motzt die ganze Zeit umeinander. Ach, egal. Zotter der Mächtige, dich ignoriere ich jetzt einfach einmal. Aber es sieht eher aus, als wäre das einfach eine Verbindung zum anderen Stück. Und wir haben ja nochmal einen Weg gefunden, wo wir durch können, wie es aussieht laut Karte. Da haben wir ja einen Weg, der noch nicht komplett frei gemacht ist. Ich würde sagen, wir schauen uns lieber zuerst den mal an. So, da. Hoppla, George, und abwärts geht's wieder. Jetzt hoffe ich aber nicht, dass ich gerade nochmal gegen die Käfer muss kämpfen muss. Oh nein, nur einen, hä? Ja, ciao. Mach's gut, gell? Ja, genau, da raus haben wir noch können. Jetzt schauen wir uns an, genau den Weg haben wir noch nicht erkundet. Jetzt schauen wir uns das mal an, was da so vor sich geht. Ui! Was ist das für ein Viech? Ui, der schießt. Der setzt Magie und kann sich teleportieren. Okidok. Jetzt haben wir doch gerade so einen Art Bosskampf hinter uns. Wieso muss ich gerade nochmal? Ah! Nice, okay. Ui, ich habe gemeint, da muss ich jetzt irgendwie 10 Hits brauchen. Aber wir haben den gut gemeistert. Was ist denn das für ein... Oh mein Gott, da gibt es sogar magische Käfer. Und da sehen wir nochmal die wunderschöne Aussicht von Hollow Knight. Oder auch nicht. Also, let's go. Dann schauen wir gerade mal weiter. Oh, bin ich jetzt gerade geschockt. Komm, ich fülle lieber nochmal mein Leben auf, bevor nochmal so irgendetwas in dieser Art passiert. Hallo? Seelenheiligtum. Wir befinden uns im Seelenheiligtum. Das macht mir ja kein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Oh, die dramatische Musik im Hintergrund. Die Frage ist jetzt einfach, wenn wir links durch oder wenn wir rechts den Lift durch. Ich würde sagen, wir schauen uns zuerst mal den Lift an. Was ist das? Hallo? Ah, das füllt meine Seelen. Hey! Was soll denn das? Oh Mann, oh Mann! So, dann lassen wir lieber den Lift wieder oben runterkommen. Das ist jetzt gerade total verarscht. Ich darf Seelen auffüllen und dann kommt irgend so eine Kröte aus dem Boden raus. Und will uns den Tag versauen. Da haben wir wieder einen Hebel, der verschlossen ist. Da geht's. Hä? Kompliziert. So. Nochmal so einen, nein! Oi! Hast du irgendwelche... Wieso teleportierst du denn so viel umeinander? Okay, wenn ich in die Kugeln reinlaufe. Leck! Der teleportiert mir eins zu viel umeinander. Oi, oi! Nice! Haben wir ihm gerade noch den Last Hit gegeben? Du kleine Madde, hey! Hey, hoffentlich taucht nicht wieder so einen auf. Die sind wirklich übelst schwieriger irgendwie. Ich würde sagen, der Lift geht da auch noch drauf. Dann versuchen wir das Gleiche auch noch. Nein, nicht schon wieder einen! Wie viele von denen kommen denn noch? Oh, jetzt kommen da noch Kröten wie nichts! Okay, okay. Dann macht man gerade übelst zu arbeiten. Nice, okay. Oh. Oh, Jesus. Ich habe keine Lust zu sterben. Da füllen wir lieber unser Leben noch mal ein bisschen auf. Wenigstens haben wir das einigermaßen gut anbekommen. Da vorne oben sind wieder so zwei komische Kröten. Okay. Können wir wenigstens noch mal 2 Leben anfüllen. Aber haben wir irgendeinen Hebel, was der bewirkt? Ah, der hat jetzt den oberen Teil hier aufgemacht. Okay, also der Lift hat uns von Anfang an nichts gebracht. Was ist das? Betrachten! Bericht aber, so sehr schränkt unser der Geist noch immer ein. Wie können wir seine Grenzen überwinden? Ist es überhaupt möglich, einen unverfälschten Fokus zu erlangen? Okay, ist das alles gewesen? Okay, alles klar. Tschüdelü. Wir gehen wieder. So. Aber ganz ehrlich, das da oben, das sieht mir ein bisschen... Das sieht mir ein bisschen scheiter aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, da geht jetzt gerade Klappen runter und wir sind schon wieder vor einem Bosskampf. Und ich befinde mich da... Ja gut, wir sind nicht einmal so weit weg von unserem Bänkchen. He? Soll ich da jetzt einfach mal blind drauf los? In der Stadt der Tränen. Okay, komm, let's go. Wait. Okay. Okay. Oi. Okay, okay. Du willst es wissen, du willst es wissen. Oi, oi, oi. So. Bis jetzt haben wir uns gut. Oi. Okay, okay.
Okay, wir heben uns gut, wir heben uns gut. Konzentrieren. Nein, was ist das? Ui. Ah! Komm, ich geb dir jetzt auf den Keks. Komm da hin. Ui. Das war nicht fair. Ich bin in die Enge getrieben. Ui. Nice! Ich habe nicht gedacht, dass es noch lange hat, aber ich habe gedacht, auf gut Glück schiesse ich ihm einfach mal ins Gesicht hin und schaue mal, was passiert. Da haben wir auch gerade wieder $200 erhalten. Das sage ich natürlich auch nicht nein. Und wir haben einen neuen Weg freigeschaltet. Nice! Wir kommen hier richtig gut vorwärts momentan. Was ist jetzt los? So. Nein, da kann man nichts kaputt machen. Da kann man abwärts oder auch aufwärts. Hey. Ich muss ganz sagen, die Stadt der Tränen hat sehr viel Weg, wo man da kann sich wählen kann. Ah, er hat gerade auf uns geschossen. Die kleine Made. Komm jetzt, ich habe gegen den Boss gewonnen, dann verliere ich nicht gegen dich auch noch. Gegen Versprecher hoch 10. Ui! Das war knapp. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass die mich... Waren noch gerade 2 von denen? Oh mein Gott, oh mein... Nein! Aber unsere Karte wird aktualisiert und wir haben den gröbsten Gegner schon mal erledigt. Ach, das Game macht mich zu schaffen. Uiuiui, macht mir das Game zu schaffen. Für Noobs ist das Spiel einfach nicht gedacht. Wir sind schon wieder auf dem Weg, um unsere Seelen einsammeln. So, dann würde ich sagen, wir sind schon wieder flott auf dem Weg. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, wie ich da am besten an meine Seele ankomme. Aber wie ich gesehen habe, gibt es ja auch noch einen Weg unten durch. Bedeutungsweise, ich musste, glaube ich, nicht einmal mehr gegen die Magier kämpfen, gegen alle. Jetzt muss ich das einfach mal schnell im Auge behalten. Genau, da will jetzt noch einen Weg links gehen, den haben wir bis jetzt noch nicht erkundet. Da wäre der Lift, den wir brauchen können. Und dann gibt es da, wie es aussieht, irgendwie noch einen Weg, wo noch... Nein, das ist nicht da. Oh Mann. Naja, egal. Nehmen wir da wenigstens ein paar Seelen mit. Für den Notfall, dass wir noch schlagen. Oh, der Frosch ist trotzdem nochmal auftaucht. Dumme Kröte! Oh, da kommen wir gar nicht durch. Wir müssten von oben durchlaufen, um den Weg freischalten. Nein! Okay, aber das mal benutzen wir den Lift noch ganz rauf. Das tue ich mir jetzt nicht nochmal an, gegen so viele Magier zu kämpfen. Ich weiss einfach nicht, wie ich gegen die kämpfen soll. Die sind so blitzschnell unterwegs. Du musst gar nicht nochmal auftauchen. Bleib dort, wo du bist. Gut. So, da würde jetzt gerade... Irgendwo da ist gerade so unsere Seele gerade. Das zeigt mir auch, dass sie gerade da sollte sein. Die gar nicht so weit unten ist. Wo ist unsere Seele? Oh, unter uns. Okay. Aber ich glaube, vom Platz her sind wir da safer zum Kämpfen. Komm jetzt, ich schaff's den nicht hinten. Der ist einfach zu schnell unterwegs. Der ist wirklich einfach zu schnell unterwegs. Ich bin mir überlegt, ob ich da jetzt einfach runterkumpel und versuche, meine Seelen einzusammeln. Dass du gerade zweimal hintereinander ballerst. Ach, ist das ein nerviger Gegner. Ui, ist das ein nerviger Gegner. Komm. Nein! Oh Mann. Hey, der ist schlimmer als jeder Boss, den ich bis jetzt hatte. Ui, nein, der hat uns in die andere Seite wieder rüber geschossen. Das heisst, wir müssen alles nochmal von vorne anfangen gegen ihn. Die Frage ist jetzt einfach, soll ich mich einfach runtergetrauen, um meine Seele wieder einsammeln, oder soll ich mich nochmal im Kampf gegen den stellen? Weil jetzt müsste ich ihm jeden Hit nochmal Verdruck geben. Aber da unten taucht dann gerade nochmal ein Magier auf. $700 wären verloren. Soll ich das wagen oder nicht? Das ist eine gute Frage. Das Einzige, was ich natürlich machen kann, ist, da unter uns hat es ein paar Kröten, die auftaucht sind. So durch komme ich nicht. Mann. Nein, das bringt gar nichts, was ich will. Das bringt ganz und gar nichts. Aber Mann! Das ist einfach wieder nicht fair. Das ist sowas von nicht fair. Ach, Jägerli. Taucht er auf, wenn ich einfach nur runterkomme? Nein, der taucht er gar nicht auf. Okay. Da taucht jetzt einen auf. Seelen eingesammelt. Ich komme jetzt einfach abwärts. Es ist mir egal. Ciao zusammen. Das Glas machen wir auch gerade noch kaputt. Und tschüss zusammen. So, jetzt können wir nämlich den Hebel umlegen. Oh Jeseli. Gott sei Dank haben wir es geschafft, unsere Seelen einzusammeln. Aber wie wir sehen, gibt es einen Weg komplett noch rauf. Oder wir suchen jetzt mal den Weg unten durch nach. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal den Weg unten durch mal noch an. Bevor ich mich da zu fest auf den Weg mache, irgendwie versuche, da oben durchzukämpfen. Weil ich habe das Gefühl, wir kommen immer näher an einem Bosskampf.
Okay, ich höre den Kartenmacher. Aber er befindet sich ja eigentlich auf der komplett anderen Seite. Betrachten! Eine verzierte Tür aus Funkelmetall. Das ist eine Öffnung für eine Art Schlüssel. Okay, das heisst, mit irgendeinem Schlüssel können wir da noch einen Weg öffnen. Hätte man dort raufgumpen, bin ich jetzt schwer von Begriff. Ja, da könnte man irgendwie rauf, aber wir momentan schaffen das nicht. Für das bräuchten wir einen Schlüssel, um dort anzugelangen. Das heisst, wir müssen uns jetzt nochmal den Magier stellen und schauen, dass wir den Weg weiter freikämpfen. Oh, die Magier, die sind jetzt wirklich nervig. Die sind jetzt aber sowas von abartig nervig. Okay, okay. Wir lassen den Lift runterkommen. Und dann gehen wir direkt oben rein. Wenn wir unsere Seele nochmal verlieren, dann ist es halt so. Wir können nichts dagegen unternehmen. Oh, da habe ich gerade noch meine... Okay, okay. Lange das gerade nochmal zum... Jawohl! Ja, so sage ich auch nicht nein. Wenn man schnell da durch die Scheibe durch kann schlagen, Easter Hack am durchgehen. So, la. Nein! Okay, er hat uns nochmal getroffen, aber dafür haben wir ihn aus dem Weg geräumt. Es gibt aber auch wenigstens einige so Taler. Jetzt können wir wenigstens auch noch das Leben noch ganz kurz nachfüllen. Bevor ich da noch irgendwie in einen Hinterhalt gerate von nochmals so einem Hobbit. Okay, dann haben wir den Schalter. Ja, jetzt machen wir den Weg auf. Okay. Für was ist denn das? Denkt einfach zum kaputt machen. Klirsch. Okay. Also weiter rauf geht's. Hier haben wir eine Kröte. Das finde ich wenigstens ziemlich nice. Da können wir ein paar Seelen auffüllen. Okay. Es sollte sogar lange, um beide Leben einmal nachtanken. Jawohl. Da geht nichts durch. Okay. Mit dem Lift kommen wir auch nicht weiter. Also wird das jetzt wohl der richtige Weg sein. Hier haben wir nochmal eine Kröte. Und da haben wir einen Durchgang. Okay. Wo sind wir da? Jedes Mal, wenn wir bis jetzt so ein Gefäß haben, ist so eine dumme Kröte auftaucht. Oder ein Magier! Nein! Lass mich in Ruhe! Oh Jessa! Und da müssen wir einmal komplett unten durch für das. Okay. Okay, okay. Gut, wenigstens ist er tot. Wenigstens ist er tot. So können wir wenigstens unser Leben einmal nachfüllen. Wieder volles Leben. Was ist denn da? Kann man das jetzt von da aus kaputt machen? Nicht wirklich, he? Und nochmal einen. Wie viele von denen wollen denn noch kommen? Mann. Ich versuche mich jetzt da durchzukumpen. Ciao zusammen. Weg frisch lassen. Oh je. Jetzt wartet der da unten wirklich voll gemütlich auf uns. Komm, verreis! Ich schaue dem von zuerst mal den Weg hier oben durch an. Da kann man auch raufkumpen, okay. Speziell. Oh, jetzt bin ich aus Versehen in die Kröte reingelaufen. Ich nulle! Wenn das da wieder ein Bosskampf kommt. Oh, jetzt kommen da einfach hunderte Kröten. Da hätte ich jetzt auch... Wie viel wollen denn da kommen? Die Geräusche, die das von sich gibt. Jetzt wären wir da im Zombie-Fieber. Komm. Ich töte mir nämlich jetzt noch, dann haben wir wieder ein bisschen Seelen aufgefüllt. So etwas habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gerechnet. Ui, was ist da? Betrachten! Zauberbändiger haben wir bekommen. Ah, das ist in dem Fall auch. Spiegelt den Wunsch der Seelenheiligtums wider, Seele zu beherrschen und verbessert die Zauberfähigkeiten des Trägers. Mit dem würden wir mehr Zauberschaden machen. Okay, das ist auch nicht einmal so schlecht. Wenn wir jetzt mehr mit unserem Schuss da Schaden machen, aber ich persönlich brauche die eigentlich ziemlich selten. Die Frage ist jetzt, wenn wir da... Ja komm, wir gehen jetzt da mal links durch. He? Oder wisst ihr was? Das Ganze schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es wieder heisst, eine Runde Hollow Knight mit Schweiz. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht. Danke fürs Einschalten und bis dann. Ciao.